Jo, herzlich willkommen bei einem neuen Video. Wir sind heute hier bei einer Universität, um das Video zu starten, aber einfach weil hier ist ziemlich ruhig. Man kann ein bisschen vor sich hin labern, ne? Unten hocken noch ein paar Leute gemütlich am Essen und so, aber sonst ist ziemlich ruhig hier. Da oben gehen wir gleich hin, da zeige ich euch dann, wo wir das Video heute aufnehmen. Und zwar in Niederdorf heißt das. Das ist die Altstadt von Zürich. Ich sehe mich gerade selber so gut wie gar nicht auf dem Video, weil wegen Sonne und Blendi blend blend. Und ja, ich bin gerade mit meinem Roller hergefahren, gemütlich so. Und deswegen noch ein bisschen warm angezogen. Pullover mache ich gleich noch kurz weg. Und dann genießen wir mal die Aussicht von oben über die Altstadt. Und nachher würde ich sagen, gehen wir kurz nach unten und machen einen Spaziergang durch die Altstadt. So, das hier. Es ist mein Teil. Ich platziere hier kurz Pullover drin und dann sehen wir uns gleich mal ein bisschen die schöne Aussicht an. Ich habe gerade den Spiegel ein bisschen verschoben. Das ist nicht so gut. Muss ich nachher wieder richten. So. Gut, ein bisschen weniger warm angezogen jetzt hier, so mit T-Shirt und so. Es ist heute viel heißer, als ich gedacht habe. Aber Wetterbericht hat auch gesagt, es wäre kühler. So, jetzt halte ich aber Fresse und drehe für euch mal Kamera. Das hier unten, das ist die Altstadt. Hier werden wir nachher so etwa in der Mitte durchspazieren, gemütlich. Dann noch etwa da vorne dürfte der Fluss sein. Und da werden wir dann auch noch kurz ein bisschen entlang spazieren. Und ja, ihr wisst schon, bla bla bla. Da hinten, jetzt muss ich gucken, hier, wenn es dann fokussieren würde, so. Das ist wieder der Springbrunnen vom letzten Mal und wir waren hier oben beim letzten Video. Das sind die Türme. Da oben standen wir. Tja, und jetzt sind wir hier. Ja, ich würde sagen, ich rauche hier gemütlich eine Zigarette und dann gehen wir mal weiter so und gucken uns mal an, wie das Ganze dann von da unten aussieht.
So, den nächsten Part müssen wir jetzt halt mal, sorry, mal halt im Hochformat filmen, weil ich kann bei meinem Roller hier, das Ding hier kann ich nicht auf Seite drehen. Also ich könnte es hier runter verschieben, aber ja, weiß nicht, wie dann die Aufnahme wird. Deswegen so. Was will man eigentlich sehen, wenn ich da nach vorne? Nicht viel. So. Erstmal. So. Eigentlich wollte ich jetzt mit euch so typisch touristenmäßig da die... Hoppla, das ist irgendwie ein bisschen locker hier. So. Okay, also eigentlich wollte ich so richtig touristenmäßig mit euch da die kleine Bahn benutzen. Aber ja, ich bin halt mit Motorrad hier, ja, wir fahren.
So, wir haben es geschafft. Wir sind in Niederdorf angekommen. Rauszoomen kann ich so nicht. Nee, okay. Gut, okay. Ich drehe mal. So, ich laber aber ein bisschen weiter. Okay, also hier ist so Anfang Niederdorf. Da vorne könnte man dem Fluss entlang laufen. Aber wir gehen hier rein.
So, okay. Das war jetzt mal so der erste Abschnitt unten. Man kann auch, werden wir nachher noch nach oben gehen. Oben hat es nochmal so eine Straße zum Durchlaufen. Hier hinten geht es dann auch noch weiter. Aber ich dachte mir, hier ist gerade ein guter Platz, um mal ein bisschen zu labern. So. Genau, wegen dem Bars oben. Ja, es ist halt tagsüber nicht so viel los, ne? Und wir haben jetzt 20 nach 5. Toll, ich war nicht im Bild. Schön. 20 nach 5, genau. Also es ist noch nicht wirklich was los. Man kann ziemlich überall hier unten essen und bisschen gemütlich was trinken und so. Ich bräuchte eigentlich mal noch eine Packung Zigaretten und was zu trinken wäre auch noch nice. Und genau, Plan. Wir werden jetzt weiter die Straße hier zwischen den Häusern entlang laufen. Und dann. Ja, ich denke, wir laufen das Ganze gleich bis zum Schluss durch, drehen um und gehen dann oben noch die Straßen durch. Und zum Ende gehe ich dann noch an den Fluss. Ja, ich denke, das wäre so ein guter Ablauf. Okay, machen wir. Laufen wir weiter. So, jetzt machen wir was wir eigentlich nicht sollten und was ich euch, wenn ihr als Touristen herkommt, auch abraten würde. Und zwar mit einer teuren Uhr am Arm in so eine Seitengasse reinlaufen. Aber hier hinten ist gemütlich. Und es riecht ultra nach Weed und ich dachte mir, ich folge einfach mal dem Geruch nach Weed. Und habe hier so einen gemütlichen kleinen Platz entdeckt. Das ist sehr nice. Cool. So. Einfach nur so ein kleiner Nebenplatz. Ist nice. Uff, Digga. Tschö, hier riecht's ultra nach Gras. Aber da vorne kam aus der Lüftung der Geruch raus. So. Ja, man muss halt auch mal so Sachen raus. Ja, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Zeigen.
Mas senza ma che mi sa, sono ricordi?
Wir sind eigentlich schon fast durch mit dem Niederdorf. Der obere Teil dann, Oberdorf, ist ein bisschen ruhiger, ein bisschen weniger Leute, gehe ich mal davon aus. Werden wir dann nachher gemütlich da vorne auch. So. Okay, also kommen wir mal ein bisschen zur Geschichte vom Niederdorf. Und zwar ist das Niederdorf schon Jahrhunderte alt. Also ich glaube, es gibt Aufzeichnungen davon, die bis zu 700 nach unserer Zeitrechnung gehen. Und hier, Moment, muss hier kurz gedreht und diese Kirche ist auch schon, glaube ich, 1220 müsste das gewesen sein, ist diese Kirche dann vollendet worden. Gebaut waren hier davor schon andere Kapellen, kirchenartigen Dinge. Aber so wie es jetzt ist es seit etwa 1220. Und ja, bis heute erhalten und gepflegt, immer wieder ein bisschen renoviert und so. Aber das Grundgebäude, hier, das da mit den 2 Türmen, die man hier gerade nicht wirklich sieht, aber was dann so, wenn ich hier hochzoome, das sieht dann so geil, bisschen Assassin's Creed-artig aus, so. Aber ja, dieses Gebäude gibt es so schon seit 1220, genau, habe ich gesagt, und wurde seit da eigentlich nicht mehr groß verändert. Es gab, glaube ich, noch einen Zusatz, so, aber der wurde dann zerstört, weil 1260 dürfte das gewesen sein oder 65, irgendwie so, ist das gesamte Nieder- und Oberdorf eigentlich abgebrannt. Durch irgendwie einen Bäcker, der ein bisschen wütend war, weil er die Leute verarscht hat und dafür bestraft wurde. So. Dann hat der Mann gefunden, gut, ich stopfe mein Haus jetzt mit Holz voll und fackel die Scheiße ab. Habt ihr jetzt davon? Und danach war es dann für einige Zeit, also für einige Jahrzehnte halt alles im Wiederaufbau und ja, aber seit da ist es eigentlich so geblieben, wie ihr es jetzt hier im Video seht. Hat sich nicht mehr viel verändert. Einige kleine Gebäude wurden abgerissen, neu gebaut, bla bla bla, ein bisschen renoviert und so. Aber an sich ist es eine kleine Zeitkapsel eigentlich und gibt es so schon seit Hunderten von Jahren. Also ist echt geil, mal ein bisschen hier durch Geschichte zu laufen auch. Und ich meine, es gibt auch Länder, die hatten kein wirkliches Mittelalter und hier mal halt wirklich durch eine Mittelalterstadt durchzulaufen, das ist schon geil. Also, ja, man kann es empfehlen, ne? Wird irgendwie ein Standardsatz in meinen Videos, ich kann es empfehlen. Oder ich kann es nur empfehlen. Ich muss mir mal ein T-Shirt bedrucken lassen. Ich kann es nur empfehlen. Nee, aber ich finde es geil hier. Es ist wirklich schön gemacht. Und in die Kirche rein werden wir jetzt in diesem Video nicht gehen. Das kann ich für euch sonst mal machen, wenn ihr Bock habt, ein andermal. Aber jetzt würde ich sagen, wir konzentrieren uns weiter aufs bisschen rumspazieren und so. Wenn wir dann da unten am Fluss sind, kann ich euch auch noch einen Teil der alten Stadtmauer von Zürich zeigen. Und die ist auch noch genauso wie früher. Da war früher die Grenze der Stadt. Man sieht jetzt nur noch einen kleinen Teil der Mauer, wirklich so ein Mini-Teil, wie bisschen so die Stücke der Berliner Mauer, auch nur so kleine Mini-Teile, ne? Aber an sich original die Mauer und werde ich nachher auch noch probieren zu filmen. Aber ich würde sagen, wir laufen jetzt mal ein bisschen weiter und ich halt wieder vergesse, genießt die Musik und den Spaziergang.
Also, wir sind hier offiziell am Ende angekommen. Wir laufen jetzt wieder ein bisschen nach oben und gehen dann ins Oberdorf. Habe ich noch immer nicht gefunden. Bisschen doof, aber ja. Irgendwo ein Kiosk oder so. Weiß nicht. Egal, egal. Jetzt ist erstmal Video wichtig. So, gut, hab's geschafft. Wir haben jetzt wieder Zigaretten. Ich bin jetzt nur von da unten eigentlich hier nach oben gelaufen und habe mir dann da drüben kurz was zu essen, was zu trinken, Zigaretten geholt und dann da auf diesem Ding, ja gut, jetzt auf diesem Ding kurz Pause gemacht, kurz was gegessen. Wir sind hier beim Kunsthaus in Zürich. Das da ist der neue Teil. Das hinter mir ist ein Teil des alten Teils und das da auch. So, okay. Von hier aus kann man dann hier eigentlich ein bisschen der Straße lang laufen und dann kommt man zum Oberdorf. Das werden wir nachher auch machen. Ich dachte mir nur kurz so, ich zeige euch auch hier mal so, also hier ist übrigens Eingang, ne? Ich zeige euch hier mal ein bisschen, wenn ich gerade schon hier am Fressen bin, das Kunsthaus. Und das ist so ein Bogen, ich wusste die Geschichte mal, aber jetzt habe ich keine Ahnung mehr, tut mir leid. Aber ja, es soll halt Tor darstellen, ne? Kann man aber nicht öffnen, ist massiv. So. Dann hier noch gemütliches Café direkt beim Kunsthaus. Eigentlich kann ich hier ein bisschen größer machen. So. Gut. Und hier in der Nähe bin ich auch mal zur Schule gegangen. Hier vorne haben wir dann meistens so Mittagspause gemacht. Sind wir irgendwo da drüben, wo ich jetzt auch kurz was essen holen gegangen bin. Ach du Scheiße, reden ist ja ultra schwer. Ja, dann hier ein bisschen zum Brunnen hingechillt, gemütlich gegessen, danach wieder zur Schule, da oben. Also falls ihr auch irgendwie Interesse an so Museum oder eben Kunsthaus oder so habt, lasst es mich wissen, kann ich machen, gar kein Ding.
aber heute nicht. Ja, ist auch gemütlich, mal ein bisschen hier einfach der Straße entlang zu laufen. Ist chillig, so habe ich eigentlich selten gemacht. Dabei kann man hier eigentlich recht gemütlich spazieren auch. Eigentlich ist das mehr so mein Ding, wenn ich irgendwo im Ausland bin, aber ja, hier kann man auch viel sehen. Ist eine schöne Gegend hier. Auch die Häuser, ich mag das so, diese alten Häuser, ne, in diesem alten Style, auch hier vorne. Mir gefällt's. Und übrigens hat mir ein Kumpel gesagt, muss ich machen, habe ich bis jetzt eigentlich extra nie, weil mir geht sowas selber auf den Sack bei YouTube-Videos. Aber scheinbar muss ich das echt machen. Also Leute, wenn ihr das Video bis hierhin geschaut habt, dann lasst mal ein Like da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt, würde mir echt helfen, Mann. Wir sind jetzt dann schon bald bei 300 Abos. Fände ich geil, wäre nice. Glocke könnt ihr auch aktivieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Dann verpasst ihr auch bestimmt kein Video mehr von mir. Alle 2 Wochen lade ich eins hoch, oder ist zumindest der Plan. Ja, dann würde ich sagen, weiter mit dem Video. Jo, was geht, was geht? Jay hier, ich bin gerade beim Schneiden und ja, mir ist was aufgefallen, und zwar nachdem ich dann da hier zum ersten Mal gesagt habe, wegen hier Like und Abo, habe ich scheinbar die Kamera ausgemacht. Dachte, sie würde laufen, habe eine Stunde aufgenommen und ja, scheinbar doch nicht aufgenommen. Ja, ich habe dann aber das Video eigentlich beenden noch bisschen den Teil vom Weg aufgenommen, als ich nach Hause gefahren bin mit dem Roller so, und ja, ich schneide euch das einfach rein und würde sagen, damit vielen Dank fürs Zuschauen. Tut mir leid, dass jetzt der Rest verloren gegangen ist, aber das Gute daran ist, dann kann ich noch mal gehen, weil ein Teil fehlt noch, und das ist ein Teil vom Oberdorf, das ist nur sehr klein, also das wird dann nicht lange gehen. Aber unten am Fluss entlang laufen, das habe ich euch versprochen, das habe ich auch gemacht eigentlich, aber hab's nicht auf Kamera, und das werden wir noch machen. Da werden wir gemütlich spazieren, ich würde sagen sogar beide Seiten, das reicht dann direkt für ein weiteres Video. Und ja, dann hoffe ich, ihr hattet trotzdem Spaß, auch wenn hier so abrupt endet. Und nicht vergessen, auf den Jay aus der Vergangenheit hören. Like, Abo, danke fürs Zuschauen.
Peace.